De Motto leeft Kamedi, also das kein Verbrennermotto, das wohl ein Elektromoto. Ein Elektromoto, den aber nicht durch eine Batterie gespeist wird, sondern durch eine Brennstoffzelle. Und da sind wir beim ersten Wasserstoffauto heute zu Lützeburg. Und da willkommen an unserer dritten Emission vom CSV Live, wo wir heute so richtig Gas geben. Mehr für Gas zu gehen, muss man für dich tanken gehen. Und dafür brauchst du mal für eine Tankstelle. Wasserstofftanken heute zu Lützeburg, du kannst du lang sichern. Also machen wir uns auf die Weg Richtung Saarbrücken. Salut Guy, ça va? Ça va? Ah, de Paul ist auch rein. Salut Paul. Sind wir bereit? Hol mal. Neben der Sonne an der Wand kann ich noch mit Wasserstoff ohne knaschige Emissionen abfuhren. Allerdings ist die geringe Produktion von Wasserstoff noch nicht gering genug. Sie, die bei der Elektromobilität beim geringen Strom aber nicht so genau holen. Das war so, dass ich einen Fehler fand, für 100% auf geringen zu gehen. Das natürlich als langfristig Ziel, so wie doch langfristig Ziel ist, am Elektroauto auch 100% geringen Strom abzuladen. Aber ich fand, es ist eine Transition. Ich muss aufhängen mit dem, was da ist, weil das einfach momentan nach 2 Jahren zu frei. Aber sonst verlieren wir auch ein bisschen Schlappen, wenn wir warten auf die Geringen an rundherum, wie hier in Deutschland, fängt sie schon an. Und die Transition wird eben nur gemacht, sodass man, also sie mengen schon an 10, 15 Jahren wäre praktisch 100% kriegen. Natürlich mir hätte gern, dass die ganze Wasserstofftechnologie das Doro weiter geforscht wird, dass sie ausgebaut wird, dass natürlich so bald wie möglich auch der ganze Wasserstoff irgendwann gering kann sein. Das ist schon ein Ziel, was wir auch haben. Wenn wir so noch an diesem Moment, wo schon da ist, müssen wir aber aufhören, mit dem Wasserstoff zu schaffen, der schon da ist, für das ich weiter schaffen. Und da hätte mir gerne eine Technologie Offenheit, an das auf verschiedene Pferde setzen, nicht länger auf die oder auf die Batterien. Weil wir wissen, sowohl an der Herstellung wie auch an der Entsorgung von der Batterie gehen ganz viele Probleme, und mir meint, wäre Fehler für allem an nimmen durchzusetzen. Ich tanke praktisch wie Verbrenner an 3 Minuten. Meine Autonomie ist auch über 500 Kilometer, aber das ist noch ein Test gemacht, ein Rekord über 1000 Kilometer mit diesem Auto. Und schon elektrisch, und ich schon proper, schon CO2-frei. Und ich fand schon, dass ich soll hingehen an die Zootechnologien, soll ich so stehen. Wenn ihr guckt, zwei Modelle kriegen am Wasserstoff. All macht mich durch ein Batterieauto, sodass ich denke, dass wenn die Infrastruktur nicht da ist, an die Regierung das nicht wollen, dann wird es ganz schwer für das Wasserstoffauto. Die politischen Dezideure sind heute gefordert, weil sie müssen Weichen so stellen, dass erstens der Wasserstoff finanziell für alle Bürger abordabel und zweitens, ob die richtige Technologie gesagt wird. Und an der politische Wolle, da musst du unterstützen, da musst du hingehen und sagen, okay, wann da deine Technologie von der Zukunft ist, da musst du Konditionen dafür schaffen, da musst du es unterstützen, da musst du gucken, dass Infrastrukturen an das Land kommen, dass wir eine Tankstelle kriegen, dass wir angeschlossen in europäische Reso. Anders eben so Leute gibt wie die GI, die hier kommen und die so ein Auto haben, mit dem sie ganz viel Interesse sehen, wo sie mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommen über deine künftige oder zukünftige Wasserstoffstrategie zu Lützeburg. Elektromobilität ja, aber nicht für alle Gefährer. Sollen die Leute auch den Schwach gehen, ob ein Batterieauto will oder Wasserstoffauto. Das hängt eben von seinem Profil auch, wie viel er fährt. Weil es sind noch 100% für Batterieautos an kleinen Gefährer mit 200 Kilometer Autonomie, 50 Kilowattstunden Batterie Maximum, an Wasserstoff echter SUV, Kamionett, Kamion an nach groß. Für CSV hat Wasserstoffpotenzial für in Zukunft umweltschädliche fossile Brennstoffe wie Petrol und Erdgas zu ersetzen. Wir haben eine Gruppe, die ist entstanden als Arbeitsgruppe von der Wirtschaft, wo wir also auch gefragt haben, was sind mögliche Nischen noch in Zukunft. Aber für uns als klar, Wasserstofftechnologie ist eine von den Nischen. Und dafür schaffen wir den Leuten ganz viel gerade um dem Thema. An unserer Wasserstofffreie Siemens-Strickheit zu Kielen, wo jo de Guido Hemers den übrigens joch als Gemengekonseil Gemengepolitik mischt, ein Gemeng mit einem CSV-Bürgermeister unterstützt. Ein Gemeng, die sich aus den Ortschaften Kielen, Dondel, Kiesbild, Meesbild, Nousbild an allem zusammensetzt, an die auf den 1. Januar 2021 6.138 Einwohner gezählt hat. Ein gering Gemeng, also nicht unbedingt politisch, aber ist da landschaftlich geguckt.
du hast ganz viel Büsche rundherum. Wir haben rund 25% Büsch auf den 20 Kilometer Carré an sich, also ein Gemeng mit 6 Wirtschaften, die auch infrastrukturell ganz gut abgestellt ist. Also es funktioniert gut, es lebt gut hier und lässt sich gut hier leben. Das heißt, du bist nur zentral, du bist nur bei der Stadt, du bist einfach Land und das möchte sagen, ein unwahrscheinlicher Charme. Attraktivheit zu Kirlen ass an der Gemeng wir sind nach richtig ländlich, wir hunn verschiedene Dierfer ganz am Gringen, Tech ganz viel Natur, ganz viel Bücher. Aber natürlich jetzt vergessen zu Nösbel als meisten Emotion, das so großes Evenement als Krise überhaupt. Dann haben wir wohl nach einem Monat, dass der Cookie all 2 Jahre für kulturelle Evenementer. Und natürlich ist all Wege den los, also Kirchen ist richtig flott und geil. Ein Gemeng mit landschaftlichem Charakter, ein Gemeng, die aber populationsmäßig permanent wiest. So muss Gemeng Kirlen allein durch den Projekt Almen an den nächsten Jahren bei einer Host von über 2000 Einwohner rechnen. Abordable Wohnraum, also das wird das Nament an der Logementskrise an aller Mundas, AB, den entsteht hier auf Almen. Wir sind natürlich ein interessantes Gemeng. Wir sind am Spektrum von der Stadt Lützburg, rund 12 Kilometer vom Stadt Kehr weg. Da ist es teuer. Wir liegen noch ziemlich angebett am Busch. Das heißt, das all raus Künste und sich an Naherholungsgebiet, wenn man so will. Und dafür hast du ein Interesse, in eine Wohnung zu kommen. Hoch. Und da, wo das Interesse ist, oder wo der Mann hoch ist, geht der Preis an die Luft. Der Teil bricht dann, und das ist gut. Ein innovative Projekt auf einer Fläche von 27 Hektar, den an 3 Phasen realisiert wird. Kein normale Quartier mit breiten Straßen, großen Terrain, wenig Unitäten. Aber ein Quartier mit abordablem Wohnraum, wo Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Mixität großgeschrieben gehen. Nachhaltigkeit an dem Sinn, dass am Quartier Almen unter anderem auf Dus Mobilität gesagt wird. Es entsteht eine Dus-Mobilität in zentral Parkhäuser, wo du dein Auto parken gehst. Du kannst natürlich bei deinem Haus beifahren oder bei den Wohnungen beifahren. Du kannst den Abkaufstuten auslöden, du kannst auch den Wallisen auslöden oder ablöden und dann fährst du, weil der Strassenraum soll aus Sicht dem Bewohner, soll der Kanner, soll der Dus Mobilität gehören. Das ist ein Konzept, das gibt es so noch nicht. Und davon verspricht ihn sich eine ganz hohe Wohnkultur. Auch der Grand Conry aus dem Projekt Almen impressioniert und hat sich die nötige Zeit geholt, für das innovative Wohnkultur in der Luft zu wollen. Eine Wohnkultur an einem lebenden Quartier, den den neuesten urbanistischen Forderungen gerecht wird und für eine neue Form von Mixität steht. Das ist natürlich interessant, weil es eine Mixität gibt von Familienhäusern zusammen mit den Residenzen. Und bei einzelnen Residenzen noch von WG entstehen also Wohngemeinschaften. Aber das wird interessant, das gibt nicht nur gewohnt, es gibt auch richtig nebendran gelebt. Der Supermarché hier, Maison Portus kennt da hin, das ist also sich ein kleines Centre kulturell mit Brasserie, die KGMC, als du mal dran, es gibt eine große Schule hier mit 23 Klassen, weil du sich eine Zentralschule von Kirche gibt. Also hier gibt es eine richtige Dorf-Ambiance kreiert, eine ganz neue Wohnkultur kreiert. Spatzen peifnet mittlerweile von den Diercher. Du gibt es seit ein paar Wochen einen CSV Bierger-Talk, wo deputiert, aber nicht nur deputiert, sich die Probleme an Sorgen von den Leuten unhören, für dann, wenn sie können, eine Hand mit uns becken, respektive die Probleme an Sorgen nächstes zurück an Fraktion, an eine Partei holen. Am letzten Mal für euch hatten die 2 Deputierte aus dem Süden, Marc Spautz und Georges Michaud, ein Open Door für die Leute. Ja, und der Georges Michaud von der CSV Moyen. Guten Morgen. Ja, und das ist Georges Michaud von der CSV Moyen. Der hat sich gemeldet, für mehr Spautz zu schwätzen. Ja, bonjour, Herr Spautz. Wir sind heute mal mehr Michaud zusammen
Wir haben gefragt, was wir genug. Das sind die Themen, wo wirklich Leute in der Nähe brennen. Das sind Themen, die nicht groß abgebaut gehen, mit der Teilnahme und Möglichkeit für Einsätze zählen, für das mehr als Politiker, die nur im Bierchen sollen sehen, können reagieren und hoffentlich dann noch eine Lesung finden. Das sind Urregungen, die Leute bringen. Sie für dich mal froh, einen großen Teil von der Frohen kann ich beantworten. Es sind aber auch andere Sachen, die wie heute Morgen waren bei der Krankenkäse, bei der Pensionskäse, wo Leute Fragen abwerfen, die kann man führen holen. Und ja, an den Alltag von der Politik können rangehen. Und gleichzeitig können es doch den Leuten eine Hilfe anbieten, für das auch ihre Probleme kann gelöst werden. Also wir schon zuerst sehen, am schönen Weekend. Ja, merci, Ali. Okay, dann schönen Weekend. Merci. zu Kede gouf an gëtt hun ëmmer gebrannt, die Burgermeester kann iwwergens och e Liedchen do vun der sagen. An dofir Stinneschei fir um Brennereimusee, den 2016 Dieren opgemerkt. Brennen ass jo eigengen Handvik fir net so eng Konst an am Brennen gëtt jo Haiens du bisssen experimentieren. Dat am vun den idealen Iwergang op déi verdenng an de Science Center, wo Handvik an Experimenter ze summe läfen. Wëssen ass mat Emoioune verbonnen. Dat passt wéitfäg op da op de Science Center zu déi verding mat 70 interaktiven Experimentéierstationioen. Eg faszinant Entdeckungsrees wo Wissenschaft an Technologie op beneestossen. Zter senger Ouverture am Joar 2017 huet de Science Center schon eng gros Evoluioun hannert sech, vum renge Wissenschaftsmusee an Direktiun Berufsorientierung. Berufswelt ass am permanente Wandel. All Berufssparte verschwannen, neii Berufsméichkeeten doen sech op. An do ginint eng ganz rich interessant Berufer, déi die Jongkleit na iwwerhap net kennen. Gevor bei den Jonke besteet haut Doranner, dat ze Fächer studieren, die hanno Arbeitsmarkt praktisch kein Rolle spielen. Danef mussssen Schüler und Studenten durch die Rasantentwicklung vun der Digitalisierung op Berufer prepariert gin, déet na iwwerhap net ginn. Schmengen die Entwicklung, die den Center gemerk huet, den ass enorm. Und geht jo lodrem fir de Schüler dummer de Mkeet ze ginn ze weisen, werdet alles an den einzelne Materie gëtt, weil se dat jo opdeelen, vun Kache bis Chemie, bis elektrisch bis Schlässerei, dats dat alles do ass dat das wichtig fir Leiit, die willen den Beruf leere, mit das awer wichtig fir Studenten, die vielleicht willen mi héich goen, op ein Ingenieurstudium oder Technicien fir ze wisse, wo se hi willen. Dufir meng ass dein gut Sach, an dat das doch weiterhin ze fördere gëlt. Et geht am Science Center net dorums de Jongkleit per Force an eng Direktion zu dirigieren, ma se motivieren, sech an der Praxis mat bestehenden an neuen Technologien zu familiariseieren. Man brauche viel mehr Jugendliche am Bereich von der Wissenschaft, von der Technik, vom Handwerk, und dafür muss man sie motivieren, auf den Weg zu gehen. Und das ist nicht unbedingt einfach. Du hast einzelne Puzzlestücke, die man nutzen muss, und das Science Center ist von diesen Puzzlestücken. Weil ich bin davon überzeugt, dass das Interesse, wo sich an die Motivation durch die Praxis geht. Und die Praxis, die kann in am Science Center erfahren. An das Science Center soll weiter wachsen, für das zur Berufsorientierung gezielt zu fördern. Direkt vis-à-vis stehen die Aalhalle von ArcelorMittal. Eng davon huet das Science Center als zukünftiges Site besonders amüsiert. Nämlich die, an der die Aal-Großgasmaschine steht. Das war in der Zeit immer die größte Verbrennungsmotor auf der Welt und nach Center 2008 als Monument historique protegiert. Ein neues Zuhause für das Science Center auf einem historischen Lützeburger Industriesite. Es geht mal weiter drin experimentiert. Nach den Ansinn an de Mark Spauz joch alle Beit am Nationalrat vun der CSV sitzen den lokiertlech ënner dem Label COVID-Check zu Mämmer. Sichiert huet den echte Nationalrat Nomwiesel und der Partei spëtzt mat physischer Präsenz. Membren konnten awer och iwwer Visio partizipéieren. E Nationalrat, den sich aus alle Gremien vun der Partei zusammensetzt.
war auch d'ailleurs den echten Nationalrat mam Covid-Check, dat heißt, mir konnte zur Platz bei Nese, wat natürlich aber auch gut gedoen huet. Und es war eine flotte Diskussion, wir noch nicht alle Sujets traitiert, krit immer eigentlich wollten traitieren, weil den solchen Session, dass das wirklich mal viel lang diskutiert tun. Und wir haben auch, was auch vielleicht nicht immer bis der Fall war, wir hatten Proposen, krit von einer Arbeitsgruppe, und wir haben die zum Teil geholt, wir haben sie auch zum Teil aufgeändert und dann kann den Arbeitsgruppe geschickt. Für mich als den e vun den wichtigsten Instrumenter werd man auch momentan hunn, weil ich einfach total iwwerzecht sinn, dat man an der Parteiieren muss eng gräser Diskussionskultur kreien, dat man muss ufenken net so ich stelle so als Präsident einfach Ideen an den Raum zu stellen an dann zu so das so gemeinsam Ideen auszuschaffen, fir donno besser können gemeinsam Leiit von Eisenideen iwwerzeechen. War sogar auch ein ganz rein neu Gesicht dabei, dat wirklich schon ein Zeichen, dass das meist Gremien an der letzten Monat frisch abgestellt haben. Und wie es so sind, viele Junker, die abgestanden sind, die die Wort geholt haben und sich auch für ihre Meinung angesetzt haben. Und das war ein flotter Mix, also auf der einen Seite dann den erfahrenen Politiker und dann auch den Jungen, die auch ihren Input geben. Mit dat ass awer och wichtig, dat in dem Moment de Sujet fir berät fir. Ich mein, alles wann net so einfach lebt an eng Nationalrat, wo soviel Leiit sinn, wo so eng inhaltlich schwierig Diskussion ass, da geht dat nëmmen an eng ganz solid Vierberedungserbicht fir Drun ass. Ich mengen dat ass och notwendig, dat mat meine huet Kewert an so Gremien an dem Hai oder an anderen Zeit zu verleieren, Vierberedungserbicht fir sich an Sujet ranzuschaffen, fir sich die Sachen zu verleieren, an dann am Gremium seg Meinung darüber auszutauschen, dats am Fong so wo muss funktionieren, wat man rationell willen. Also es ist schräg gemacht, weil ich einfach gesehen habe, die Partei lebt und das ist das, was wir eigentlich immer wollten, dass meine Partei sind, die lebt, wo die Leute sich können mal abbringen, wo die Members eine wichtige Rolle spielen. Und genau das tun wir eigentlich fertig im Nationalrat. Ich probiere auch, dat an der Partei no alles wär an den letzten Joren lo lass wär oder an den letzten Moment lass wär, awer de Willen an noch d'Fried do ass fir ze so kom lo muss man auch die Sachen do machen, da muss man oppacken, da muss man weiterfuhren, da muss man diskutieren, muss man schaffen man den woviel zu machen. Zu spät für einen Neuanfang. An dommer der Spernegeisen Studio vum CSV Live zu keelen definitiv. Zech wënsche ich lo schon am Numm vun der Fraktion a vun der Partei eng Scheinen agréabel Summer bekannt. Profitéiert vun der Losig goen, Ädi bis dann.